Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will bei das Thema ein bisschen mehr global aufpacken. Was Magie, Esoterik, Spiritualität, den ganzen Konzept von den Sachen ein bisschen betrifft, und die mir so mit der Zeit auch aufgefallen ist. Das heißt, beginnt man immer rum und da vergisst ich eigentlich rum und dann kriege ich irgendwo die Erfahrung, dass es der Leute noch einmal gehen, die da mit darunter laufen. Und zwar den Aspekt von der Theorie an der Praxis. Ich probiere noch da ein bisschen den Tour zu machen, was ich da mit den Mengen und Wut gefahren an der Sache laufe. Ich habe schon zu einem großen Teil auch schon angeschaut, dass halt ein groß gefordert und leid, dass man ganze Kopf Bücher haben, die über die verschiedenen Themen schwätzen, ja, wo ihn nicht unbedingt der Beweis hat, dass man ein Buch schreiben kann, dass er doch bedeutet, dass man sich mit dem Thema auskennt. Das Ganze fängt an der Zwischenzeit an, nach einem Schritt mehr weit zu gehen. Und zwar haben wir den Punkt, dass Leute Bücher über die artificielle Intelligenz schreiben lassen, da mit den wie soll es so ein Bildmaterial geholt wird, wo die AI einfach aus dem Mangel von Erfahrung von einer artificiellen Intelligenz daran besteht, dass die einfach verschiedene Informationen sammeln und daraus an dem Moment ein Buch machen, was dann schlüssig und logisch auf den ersten Blick ausgeseit an ob den Dingen rüber könnt, ob die Idee rüber könnt, mir Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, ganz sehr herausfinden, wo Problematiken sind und ja, dass das nicht von irgendeinem geschrieben gehen ist, den Kenntnisse über den Thema hat. Da gibt es auch irgendeinen Namen an der Zwischenzeit, den auch über den Dingen, über Amazon oder so, die innerhalb von kurzer Zeit sind nur 50, 60 Bücher rausgekommen, zu all Thema, da den sie sich vorstellen, an die Leute, die sich wirklich mal ein bisschen, also nehmen die erste Seite gelesen und gesagt, Jungen, wann schriftlos fangen davon an. Mir auch davon komplett aufgesehen, natürlich, dass man natürlich Leute tun, auch wenn sie so gut Bücher lesen, haben wir eine ganz andere Problematik. Und zwar sind das, wie soll ich das ausdrücken? Ja, so ein bisschen Professorenkrankheit, kann ich das nennen. Das heißt, die Leute, die lesen die Bücher und haben durch Kenntnisse, aber nicht mehr theoretische Kenntnisse. Am Mengen damit wird alles getan. Egal, ob ich von Esoterik, von Hexentum, von Magie, von Spiritualität schwätzen oder wie auch immer die Sache Welt nennen oder was die Andehnungen ich dabei vergessen. Theorie ist alles schön und gut, aber wir haben keine Übung, da haben wir das. Ja, da waren schläft alle guten die 10 Bücher noch uns schon, 20 Bücher, 30 Bücher noch uns schon. Wenn ich schläft, macht einfach den Mund so und da lässt der Modell noch, die auch nehmen, ich weiß es nicht, ein Jahr Übung damit haben oder ein paar Monate Übung damit haben. Weil das nehmen dadurch, dass man sich mit dieser Sache befasst und dass man automatisch schafft und das mal ausprobiert, dass ihr mal auf den Punkt kommt, wo ihr merkt, wo sind Problematiken, da handelt von der Stadt ausprobieren, wo sind ich die Grenze geraten, all die Sachen, die an einem Buch nie so werden dran sind. Weil der Punkt in der Geschichte, was wir bei einem Buch nie dürfen vergessen, wenn ich auch so, und das wirklich ein Mensch der handelt, den sich mit dem Thema befasst wird, muss da auch erst davon ausgehen. Und ich gebrauche Seelen, das Wort muss mir heißen, und ich wirklich behalten, wann ich schläft am Hannerkopf, das Buch ist von der Person an einem Moment geschrieben gehen, mit den Kenntnissen, an den Erfahrungen, die Person an dem Moment hat. Wir haben also in keinster Weise Beweis, dass vielleicht die Person auf 5 Jahren sagt, oh, nee, liest das Buch nicht mehr. Ich habe inzwischen seit ganz andere Erfahrungen gemacht und schon ganz andere Kenntnisse mit auf den Weg kriegt und ich gesehen noch verschiedene Sachen anderes und ich gesehen und ich gebe das so erklären oder das gebe ich durch die Punkte dann, wo die Person sich selber eigentlich in dem Moment widerspricht, nicht aus irgendeinem Dingen, dass sie Sachen vergisst, mehr einfach, weil der Mensch sich weiterentwickelt wird und effektiv praktische Erfahrungen auf den Gebieten gemacht wird.
Das heißt, wenn den du Leute tut von wegen, die Bücher schreiben, dann dürfen du davon ausgehen. Das ist ein bisschen wie die Wissenschaft. An einer Wissenschaft muss dranstehen, dass die wissenschaftliche Konklusion, zu denen ein Mensch kommt, an dem Moment der Wissenschaftler kommt, dass das mit den heutigen Techniken, mit den heutigen Erkenntnissen eine Konklusion ist. Und dass die Konklusion den Tag drauf schon kann abgehoben gehen, wenn du eine andere Erkenntnis kennt, eine andere Technik, eine andere Maschine oder was immer, was mir weit an das Thema heranbringt. Also, für die Leute, die hier gehen, und ich muss so, ich sehe noch nicht mit dem Thema kommen, einfach so, weil mir das so an den Kopf gefallen ist, mir weil ich effektiv die wunderschöne Erfahrung mit einem gemäht tun, dem ich gesagt habe, ja, System, was das mit den Energien, ich schwätze ein Thema ein Satz, der für mich auch ganz gültig ist. Ich werde auf den an einem anderen Podcast angehen. Und dann ist es, ja doch, ich kann mich damit nicht, oder ich lese schon drüber. Nee, Jungen, es geht nicht durch. Und ich will auch da, dass es auf einer Weise klar ist. Es ist genauso dagegen, weil Leute mehr hinkommen an die so, wenn ein aufhängt mit den Sachen. Zum Beispiel haben wir ein ganz banales Thema wie Meditation. Aber wenn du ein aufhängt mit so, ja, wenn du dann nicht 20, ich weiß nicht, 2 Stunden hast oder den meditierst, an das musst, dann hast du noch keine Ahnung. Nee, es geht nicht darum, dass sie dann direkt die große Meisterschaft an den Sachen tun. Das ist wie ein Marathon. Es lebt ja nicht direkt ein Marathon. Es fängt ja mal an, am Anfang sein Körper darauf vorzubrechen. Genauso berede sein Psych, sein Seele, sein mentalen Ding, dann auch sein Gehirn drauf, für an eine Meditation zu gehen, die mir lang dauert, weil es soll mal 10 Minuten den Dingen ist, es geht darum, einen Rhythmus zu finden. Also, weil Leute Sachen an einem Buch lesen, über Energien, über Magie, da geht es auch nicht darum, du direkt die magisch groß Arbeit an den Grab zu holen. Kleine Sachen. Für mich ist immer ein von den idealen Punkten, dass wenn ich auf das Thema Wünschen ans Universum gehen, wo ich nicht ob die Kontrovers angeht, wo Leute so, dass das egal war, dann gerne ja, das funktioniert. Das sind auch Erfahrungen, bedenkt immer, dass von der Matte, dass das egal war, der Hand geht, sind Chancen ziemlich groß, dass es nicht klappt. Und von den echten Sachen, die meisten Leute, die sich damit befasst tun, also einfach mit den Dingen mal einen Wunsch überhaupt mal zu formulieren, als ein Parkplatz fallen. Schwatzen do am Numm von einer von meiner Schwestern, was viele Sachen zweifeln hört mit Parkplätze kann das kann die manifestieren, das herrlich, ich genieße das. Mit das sind so Sachen, wo ihn aufhängt. Kleine Sachen, die auch wenn sie schief gehen, nicht weiter schlimm sind, da muss ich eben ein paar Meter mehr weit gehen, wie wenn Parkplatz so für unser Haustier ist, und noch rein, ganz kurz Klammer ab, wenn du Leute das Zufall, wieso nicht immer. Ein Kind darf der Zufall sind, 2-mal, 3-mal, mir irgendwie könnt die zum, wo kein Zufall mehr ist an dem Sinn. Mir das ist ein anderes Thema, das kann ich gerne auch in einem weiteren Podcast abgreifen. Mir für mich ist es einfach den, wen an der Theorie stehen bleibt, an das, was an der Theorie gelehrt wird, nie an Praxis umgesetzt wird, nicht einmal an den minimalen Punkt, den hört am Mingen an, einfach den Mund zu halten. An den können wir nicht noch kommen, an den Professor raushängen lassen, an der Menge, den hat irgendeine Ahnung. Es geht an ganz viele Richtungen. Das heißt, dass auch all die Sachen von wegen, was kulturelle Richtungen sind. Ich schwätze nur mal Schamanismus und den dann heiß, das heißt, da sind Leute, oh ja, Buch gelesen, und nicht mal minimal die Sache probiert. Und dann darüber schwätzen, was für ein großes Schamanen sie sind zum Beispiel. Oder auch am Sinn von, natürlich auch einen, den du daran übst, den als nicht an der Kultur groß gehen. All die Sachen aber durchzählen. Das heißt, ein bisschen am Sinn von, wenn ich 10 Bücher über den Thema lese, kann es ganz gut sehen, dass ich meiner Ideen, meiner Erfahrung, also Erfahrungen schon null, just weil ich ein Buch gelesen habe, habe ich keine Erfahrung. Das ist mal absolut klar ist. Aber wenn ich 10 Bücher über den Thema gelesen habe, dann habe ich noch immer ganz großer Wahrscheinlichkeit meiner wissen, wie in die Erfahrungen selber gemäht wird, an die Sachen ausprobiert wird aus den Büchern. 100% eigentlich, an dem Sinn. Also so ich lese 10 Bücher, du liest 10 Bücher, und anstatt dass du nicht mehr die 10 Bücher liest, probierst du auch das eben das aus, dann hast du schon mehr Wissen.
weil du weißt, was mit der mischt, was mit dem Körper mischt, und allein die Erfahrung zu machen, Sachen aktiv umzusetzen, hat den Vorteil, dass das wirklich über den ganzen Körper geht und das integriert sich viel mehr fest, wie wenn man nicht mehr mental über das Lesen von Zeilen machen. Und irgendein, der mir da will erklären, dass das derselbe Wert hat, ja, dann lass man denke, da wo kommen den Tag, wo die Fähigkeiten braucht. Das ist das Einzige, was der Stutz kann so. Das ist wirklich ein Ding, vielleicht ein Buch Männer lesen und ein bisschen mehr an die Aktivität gehen. Das macht allem so. Ein, der mehr sieht, dass er von Energien liest, das ist wie ein, der zu mir sieht, er weiß, wie er backt, weil ein Backbuch gelesen wird. Das ist genau dasselbe. Und das ist etwas, was ich auch ganz oft merke, dass wir haben ein bisschen die Gewohnheit, dass wir probieren, ein ganzes Kopfwissen umzusammeln, auch teilweise also an Sicherheit, weil wir so, ja, nee, weiß ich schon wirklich genug, viel damit anzufangen. Aber das ist eben die Sache von wegen, das sieht nicht am Gang, einen großen Examen zu schreiben. Genauso wie der am Anfang, auch von der etwas lehrt, ob ich in einem Gebiet mal klein anfängt, das ist wie wenn ihn Rechnen lehrt, dann ist die Prüfung, die kennt als nicht eine heisch mathematische Geschichte, aber das ist vielleicht 3x1. Genau so ist es. Das 1x1 ist auch eine Sache, die nicht nur theoretisch lehrt, Medien an Übungen praktisch irgendwie nicht umsetzt. Spätestens, wenn er mal den Gesicht oder den Bonbon dealt. Spätestens dann muss er wissen, wie Dividieren geht. Und da gesagt, dass das vielleicht nicht alles, was er in einer Show lehrt, für die Kerz ist und so. Und das heißt genau dasselbe. Solange Leute nicht die Explikationen aus Büchern lesen und das nicht minimal umsetzen, als sie wissen, dem Moment, wo sie es gebrauchen, kann das ganze Jahr gleich null sein. Los erst nicht von einem überzeugen, wenn das so, oh, kennst du schon dran raus, ich schon ein Buch darüber gelesen, los erst nicht davon überzeugen, dass das den Dingen ist. Das ist viel mehr spannend, das ist auch viel mehr interessant, das dann noch zu probieren und zu sagen, okay, wem wird das am Buch so erklärt, wie ist das für mich? Allein das ist der Punkt, weil dadurch geht die Sache führen. Also was ich in ganz viele Richtungen gelehrt und auch die Erfahrungen gemacht habe von anderen Leuten, die gesagt haben, wenn sie eine Kur gegangen sind, da war dann Sinn von, ich gehe nicht die Theorie mal auf den Weg, wir können ein bisschen üben, mit Dono wird Laurence gesagt, dass das was Kundalini möchte. Il faut y mettre le sien. Sonst kann das nicht weiterleben, sonst sind das einfach Buchstaben. An irgendein theoretisch Wissen. Aber umgesetzt wurde er nicht. Und mir war es wirklich wichtig, den Post zu machen, den Podcast zu machen. Ich werde den zweiten auch als derselbe Wichtigkeit daraus machen, für wirklich zu erklären, wann wir auf Themen angehen wie Spiritualität, wie Esoterik, Magie, Hexentum, was immer der Rest sicher geht von wegen. Das ist alles schön und gut, erst ein theoretisches Bild davon zu machen. Aber es zu erleben und es aktiv anzusetzen, wann auch minimal am Anfang, ist wichtig, für dass ihr wirklich eine Chance habt, für sich dort noch weiterzuentwickeln. Mit Büchern allein geht das nicht durch. In dem Sinn, ich hoffe, dass der bei dem einen den anderen Anklang von wird, Uklang von wird, und der versteht, ob was ich raus will, gehen. Wie immer, vielmals merci für den Nullausstrahlen. Einen schönen Mittag, einen schönen Abend und gut Nacht.